Zweitens, Arbeitszeitverkürzung. Da, wo auf der enger Seite von der Medaille steht, Recht auf Arbeit, steht für uns auf der anderen Seite Recht auf nicht Arbeit. Allerdings natürlich nicht in der Form vom Chômage. Verkürzung von der Arbeitszeit muss eine zentral sozial Perspektive bleiben. Wenn den allgemeinen Wachstum von der Produktivität nicht umgesetzt wird an eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, dann muss es zur Arbeitslosigkeit kommen. Arbeitslosigkeit ist die schlimmste Form von Arbeitszeitverkürzung, weil sie so ungleich wie nicht möglich verteilt ist. Die einen, die schaffen eine so gute Tendenz immer mehr lang, an die anderen haben überhaupt keine Arbeit. Stell dich mal vor, wir hätten heute nach Arbeitszeiten wie 400 Jahre. Wie hoch wäre dann erreicht die Arbeitslosigkeit? Seit Jahrzehnten ist aber der Produktivitätsfortschritt nicht mehr an Arbeitszeitverkürzung umgesetzt gehen. Sonst lesen wir, wesentlich bei seriösen Ökonomisten, sonst lesen wir entretemps schon weit unter der 30-Stunden-Woche als normal Arbeitszeit. Er geht aber nicht nur um eine bessere Verteilung von der Arbeit als Mittel gegen die Arbeitslosigkeit. Jeder weiß, wie schwer es ist, Beruf an Familienleben, Kindererziehung und so weiter miteinander zu verbannen. Wie schwer es ist, sich um kulturellen Leben zu beteiligen, wie schwer es ist, sich um demokratischen, politischen Leben zu beteiligen bei den Arbeitszeiten von heute. Es geht aber nach mehr fundamental drin, mehr eine große Souveränität über als Zeit zu kriegen. Zeit von der Selbstbestimmung. Zeit für eine Lebensgestaltung, die nicht den Ordnungen von einem Patron und nicht den Zwang von der ökonomischen Effektivität ausgesagt gehen. Reich von der Freiheit, so den Alain Montbard für 150 Jahre, Reich von der Freiheit fängt so gut an einer sozialistischer oder kommunistischer Gesellschaft legt und außerhalb der Arbeitszeit, das heißt also außerhalb den Kontranten von der ökonomischen Effektivität. Zu der Diskussion über den Arnold Wachstumsmodell gehört unbedingt also die Verkürzung von der legaler Arbeitszeit. Also selbstverständlich ohne Lohnverlust, lang sonst wenn es der Umverteilungsfrage, von der ich vorher schon geschwärmt habe. Wir wissen natürlich auch, dass Freizeit nicht automatisch Entfaltung an Emanzipation bedeutet. Dass das auch neue Formen von Entfremung kann unholen, ob dem mehr müssen ergehen. Die emanzipatorische Nutzung von der Freizeit wird mal so ein bisschen verkehrt auszudrücken, das ist aber dann nicht nur eine Frage von Education an Sudes. Das ist dann auch die Frage von einem Produktionsmodell, den dauernd muss neue Bedürfnisse schaffen, für den Benefit an der Akkumulation aufzusichern, unabhängig von ihrem wirklichen Nutzen, dann ist es also die Frage von einem Wirtschaftsmodell. Drittens, Arbeit an Sozialstaat. Der Minister Frieden hat, wie er an der Präsentation vom Budget gefragt wird, wie lange der Sozialstaat noch zu finanzieren wäre, die Kläschen oder die Kaskoversicherung, wie er das genannt wird, dann wird er natürlich auch ganz treffend, aber gesagt, vielleicht geben nicht alle gut in den Sozialstaat auf dieselbe Art und Weise definieren. Ich habe ein genug gelesen, wie beispielsweise die Fédération des Artisans, also Patronat oder die Funktionäre vom Patronat, den Sozialstaat definieren, eine staatliche Hilfe für die Leute an extremer Not. Das heißt also, der Sozialstaat reduziert auf eine karitative Aktion von der Gemeinschaft. Von das der Sozialstaat wäre, da gäbe es schon bei den Affen gehen, weil auch bei denen hilft die Gemeinschaft an einer extremer Notsituation den einzelnen Aff oder der einzelne Affin.
Die neue Formel von der selektiver, die neue offizielle Regierungsformel von der selektiver Sozialpolitik, die regelt gefährlich no und die Patronatsvorstellungen von einer karitativer Sozialpolitik herum. Sozialepicerien am Platz der Mindestlohn zu erheben. Ein moderner Sozialstaat ist genau das nicht. Das ist ein komplexes Regelwerk, hauptsächlich rund um die lohnaufhängige Arbeit, universelle Rechte für die Leute, die von ihrer Arbeit leben, Rechte, die ihnen nicht notwendig machen, für an eine Sozialepicerie zu pilgern. Also eine Selektivsozialpolitik wird eigentlich nicht mehr dann gebraucht, können die so, wenn der Sozialstaat nicht funktioniert. Und ich meine, das ist auch der Hintergrund von dem Slogan von der selektiver Sozialpolitik. Universelle Rechte aus dem Sozialstaat, und das ist selbstverständlich, dass die Rechte nicht vom Himmel gefallen sind, sie noch nicht an einem Sozialdialog, an einer Tripartit ausgehandelt gehen, sondern die Rechte, die sind an einem jahrhundertlangen Sozialkonflikt erstritten gehen, gegen Patronat, gegen die Destruktivlogik vom sogenannten freien Markt. Und an denen Rechte, an denen universelle Rechte, die du erstritten sind, rundherum die lohnaufhängige Arbeit, do leidt Menge mehr auch potenziell die Entwicklung von einem Statut vom Salarié drun, das ist eine Ausweitung von denen Rechten, auch vielleicht sogar ein Kehr die Verwandlung vom Salariat, wenn in einer Ordnung in das Kapital versteht. Ein ganz großer Teil, das ist aber auch eine wichtige Bemerkung, hauptsächlich von Dienstleistungen, ist an einer Gesellschaft nach immer unbezahlten Arbeit, hauptsächlich am Kader von der Familie. Wir fordern ja nicht, die zu bezahlen, wie wir mengen, weil da negativ Nebenwirkungen, gesellschaftliche Nebenwirkungen verbunden wären. Wir hätten aber gern, dass sie gerecht abgedeelt wird, für und allem zwischen Männer und Frauen. Aber wir hätten gern, da komme ich also ob da bis Zeitverkürzung zurück, wir hätten gern, dass neben der Erwerbsarbeit genug Zeit bleibt für die dort Sorten von nützlicher, aber unbezahlter Aktivität. Und dann haben wir mein Kerl abgepasst, der war dann nicht so Sinn, dass Benevolat an den unterschiedlichsten Formen, also unbezahlten Arbeit, zu neuen Formen von Ausbeutung führt. Viertens, Rechte ob der Arbeit. Mit dem Schritt an das Büro oder an die Fabrik geht der sogenannten freien Bürger seine Citoyenität haut auf. Von da an wird hier zu folgen. Zwar sind an den vergangenen Jahrzehnten gewisse Machtbestimmungsrechte von den Belegschaften angefordert gehen, aber von einer wirklicher Kontrolle, einer seriöser partieller Verfügungsgewalt, also der Aufschaffung von dem Gehorsam am Betrieb, sind wir noch immer weiter weg. Noch immer dezidiert Patronat, die Aktionären, über die Ausstellungen, über den Aufbau von Arbeitsplätzen, über die Zumärkte von ganzen Betrieben, über Delokalisierungen und so weiter. Aber wir fanden das noch immer nicht selbstverständlich. Und dafür mengen wir, dass auch die Rechte vom Personal und von den Gewerkschaften unbedingt müssen ausgebaut gehen. Niveau vom einzelnen Betrieb, Niveau von den multinationalen Gruppen, Niveau von den politischen Entscheidungen auch am ökonomisch-sozialen Bereich. Also selbstverständlich über die ganze ökonomische Gestion, über die Arbeitsplätze, aber wenn es nicht anders geht, für seine Forderungen durchzusetzen, da muss das Recht auf Streit bestehen bleiben und sogar ausgebaut